Grüß euch. Ja, ich möchte euch begrüßen da zur ersten Folge von der Wiener geht auf Reisen. Aber bevor ich da weiter moderiere, hat meine Chefin gesagt, soll ich noch zum Pudelscherer gehen, weil das kann sich nicht anschauen mit meinen Haaren. Na, endlich schaust du's gleich. Danke. Ja, also, unsere heutige Folge führt uns nach Thailand. Und im Land der Freien, wie es bei den Eingeborenen so schön heißt, gibt es ja wirklich urviel zum Sehen. Also schaut euch das an. Bitte. Viel Spaß. Ja, die Thailänder, die haben ja einen König. Der Rama der Neunte oder der Bhumibol, wie er halt so schön heißt. Aber weil das Land eine konstitutionelle Monarchie ist, hat er halt nichts mehr zum Reden. Und wie bei mir daheim, hat halt jetzt in Thailand eine Frau das Sagen. Das ist die Premierministerin Yingluck Shinawatra. Oder so ähnlich. Ja, früher da hat ja Thailand Siam-Kassen. Das war aber ziemlich doppeldeutig, weil bei Siam-Katzen haben die wenigsten Männer an die lieben Hausviecherl gedacht. Na, ist ja wurscht. Für uns normale Touristen ist ja viel wichtiger, dass dort schön ist. Und das zeige ich euch jetzt. Fangen wir mal mit der Hauptstadt Bangkok an. Bangkok, die Stadt der Engel. Naja, Engel habe ich keine gesehen. Nur ein Arsch voll Leute. Ja, und viel stinkende Autos. Naja, aber toll ist trotzdem. In Bangkok gibt's ja urviel Sehenswürdigkeiten. Aber der Wat Phra Kaew, der Tempel des Smaragd-Buddha, ist sicher die leibendste von alle. Ein Wahnsinn normal. Gold, wohin man schaut. Und so viel schön das alles. Dort hat's dir dann sicher die Gipfel raus, weil's du gar nicht weißt, was du zuerst hinschauen sollst.
Ein weiteres Gusto-Stückerl ist der Wat Arun, der Tempel der Morgenröte, den man am besten mit der Fähre erreicht. Und wenn man Masel hat, dann kann man sogar bei einer Predigt zuhören. Aber andererseits, verstehen tut man ja eh nichts. Alles dann verlassen wir die leibenden Tempel und hauen uns über die Häuser in Richtung Norden. Mit dem Flieger geht das Ganze am geschwindesten und kosten tut's auch nicht so viel. Chiang Mai, die Rose des Nordens, ist auch super, die Stadt. Schöne Tempel, urfreundliche Leute und eine Schirmfabrik, wo man sogar beim Zusammenschustern zuschauen kann. Go, big, don't forget bigger. Flight of the Gibbon. Das ist ein Theater. Da fliegst wieder Tarzan von Baum zu Baum. Bleiben wir gleich im Dschungel. Wald haben sie genug in Thailand. Und wenn man da im Dschungel ein bisschen herumrennt, da tut man ja nicht nur was für seine Figur, sondern man kann auch, wenn man viel Glück hat, ein paar Viecherl sehen.
Details, die sind ja so lieb. Damit wir Touristen gescheit Fotos machen und filmen können, leuchten's die Viecher in der Nacht auch noch gescheit aus. Manchmal fangen sie es auch ein für uns und halten es dann auch noch gut fest. Interesting. Aber liebe Tierschützer, scheißt sich nicht an. Es passiert ja noch eh nix. Sie lassen ja eh alle wieder aus. Naja, fast alle. Na, manche Touristen machen ganz schön viel Blödsinn, um die Tiere anzulocken. Aber das Einzige, was wirklich was hilft, ist anfüttern. Wie die Politiker. Na, da sieht man wieder, was die Affen und unsere Parlamentarier alles gemeinsam haben. Die Gier und die Intelligenz. Na, wobei, man soll die Affen nicht unterschätzen. Also die Affen im Wald, nicht im Parlament. Weil die im Wald wissen, wann sie genug haben. Wie man da so schön sieht. Sie, Satschanalai Chalian, war früher die Schwesterstadt von Sukhothai und hat viel schöne Ruinen zum Anschauen. Und damit man ja alles schön sieht, huckt man sich am besten ein Radl aus. Na oder ein Mopperl. Das Loi-Krathong-Festel ist sicher das leibendste Festel von Thailand. In Sukhothai und Chiang Mai ist sie überhaupt der Hammer. Da spielt sie sich wirklich an. Die Sound and Light Show erzählt die Geschichte vom ersten König von Sukhothai, dem Ramkhanheng. Wie er einen Wickel mit den Burmesen gehabt hat und er an einem Blutzer gehauen hat.
ผมไปที่เมืองตาก Er hat auch viel Gutes für seine Leute gemacht. Zum Beispiel hat er seinen Spätzl im Volk das Lesen und Schreiben beigebracht. ลงบนแท่นศิลาอันยิ่งใหญ่ Ja, und weil man halt bei dieser schrägen Musik keinen Walzer tanzen kann, verrenken sie die Madeln halt lieber ihre Hände, anstatt die Haxen. Und das ist in Königsberg Gspusi, die ihm zu Ehren den ersten Gladonk im Wasser versenkt hat. โดยการนำของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คือนายแพทย์สำรวมแยงกระเทอ In Pi Mai, da haben sie ein Bootsfestival. Da geht es darum, die Schiffernackeln schön zum Schmücken, so schön wie es nur geht. Und dann schauen, wer die schnellste Mannschaft hat. Natürlich wird da auch viel tanzt. Aber nicht nur die alten Sachen, nein. Auch zu den neuen Hodern werden die Gelenke malträtiert. Oh, das tut ja schon beim Zuschauen weh. Die Thais sind ja sehr sportlich, ja, und auch sehr gastfreundlich. Und deshalb suchen viele ausländische Sportler um Asyl in Thailand an, wie zum Beispiel der Roland Linz. Wer bei der Wiener Austria kein Leiberl mehr gerissen hat, lassen sie ihn jetzt beim thailändischen Fußballmeister Muang Thong United spielen. Ja, und da haben wir jetzt eine ehemalige Synchronschwimmerin, die nicht teamfähig war. สำหรับเสื้อผ้าหน้าผมของเธอนะคะเธอเป็นคนคิดและออกแบบเองทั้งหมดเลยนะคะและสังเกตนะคะว่าเธอจะไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะเป็นพรสวรรค์และความสามารถพิเศษรวมถึงการฝึกฝนเป็นระยะเวลายาวนานนะคะกว่าจะทำแบบนี้ได้ Jetzt hör aber mit dem depperten Sport auf. Zeig mir was Schönes. Das Meer. Ein super Strand. Sowas in der Art. Bitte sehr, das Meer und der Strand. Und weil es voll super ist, fahren wir jetzt ein bisschen mit dem Schinakel herum und schauen uns die paradiesische Landschaft an. Wild.
Sodala, das war's. Einen schönen Gruß aus Thailand, dem Land der Freien. Halt, das Wichtigste haben wir ja fast vergessen. Die Thailänder selbst. Wie sind's, was machen's und so weiter. Fast jeder hat so ein Geisterhäusl. Leider hilft es gegen einen Regen anschaus. Außerdem wird immer gekocht und mit viel Leid gegessen. ขี่รถไปกับเครื่อง พอดีไม่ต้องเลยกูว่าลงคลอง อ๋อทำไมขับไม่เป็น ขับไม่ค่อยซักทำไมไม่ขับตรงนี้ เบี้ยก็จะเอาของก็จะเอานะพอถึงเวลาแล้วเงินก็จะเอานะจากหัวเอาทั้งนั้นเอาทั้งเถอะ Die Thais sind auch extrem fürsorglich. Die passen darauf auf, dass da ja nichts passiert. มันสิทับการเนี่ย Und jetzt das Schlusswort. สวัสดีค่ะดื่มไหมคะ Sinngemäß heißt es, grüß euch. Und schaut sich ja die nächste Folge an von